Welkom, deze aandag is van Deer Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is om mensen leiden, om Jezus Christus navolgen. We hopen deze aandag wordt je aansporen om Jezus Christus beter navolgen. Gott is zegen. Ik wil lezen uit Markus kapitel 16 van vers 1 tot 8, wo das dit sagt. Als der Sabbat dann Eva wir, kauften Marie von Magdala und Jakob seine Mutter Marie en Salomon en schijnrekenen al den Doden aan te bezalmen. En am ersten Tag an der Weg tidig zum Morgens, als die Sonne abging, kamen sie zum Grab. Und sie frühen sich untereinander. Wer an den Stein von Grab der wegrollen wird. Aber sie abcheckten, sahen sie, dass der Stein so groß als die auch wir, als wegrollt wir. Als sie in Grab angingen, sahen sie eine rechte Seite, einen jungen Mann in Wettekleider sahen. Dort gab an doch ein dichtet Schrak. Der übersehte an, sie sollen sich nicht fürchten. Je sehen nur Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Der ist abgestanden, der ist hier nicht. Kickt. Dort ist der steht, wo sie am Hand gelegt hatten. Aber Gott und sah seine Jünger und Peter, er wird für ihn in Galiläa gehen, dort wo ihr am sein, so als er ihn seht. Verwillert, dort sie zatterten, gingen die Frühe aus dem Grab und flohen davon. Und weil an so Angst wir, sehen sie dort zu keinem. Dankeschön, Jake. Wir sind getauft gekommen, wegen Jesus Christus ist nicht mehr in der Grab. Und die Bibel lehrt uns, dass Jesus starb und dass wir 2 Tage trägt, Stelle Freitag, von dem aus austreten. Und den Grab ist leerig und Jesus ist lebendig. So, ich will nicht alle willkommen von dir. Und ihr habt vielleicht hier unsere Mission, das ist eine Tag, als die Menschen leiden, um Jesus Christus nur folgen. Habt ihr mit ever gedacht, wenn Jesus Christus nach dem Grab wird, die Mission wird nicht mehrlich sein. Wegen wem will in Daudien Messias nur folgen. Und so, wir kommen taub, wir wollen Menschen halten, wir wollen einordnen, treisen, dass wir können Jesus Christus bei nur folgen. So es Freitag sein, wir wollen von dir nicht von Covid reden, aber ich will nicht bis weit in Loten beten für nächste Sonntag und wieder. Wie ist es eine Tag, wir wollen wieder gehen, dass wir bei neu haben. So, wenn ihr wollen eine Tag kommen, die Andacht in Sinderschall, fallen ihr ganz frei zum kommen. Wir wollen keine Waschstieren, und so, ich dachte, ich würde ein bisschen kleine Kleider herbringen für ihn, dass ihr weiten an was wir sind. Wir wollen von dir taub singen, wir wollen von dir von Gott sein Wort hören, und wir wollen von dir auch eine Leinheit geben zum Abstehen, so lauter wird eine Zeit sein, wo ich kann abstehen, war gratis Freitag und Gott loben und preisen. So, wenn ihr Wort auf dem Hort haben, merkt ihr vielleicht, du bist ein Bett verreit. Wir wollen unser Sonntag anfangen mit einem Gebet, und dann wird wir die Announcements an. Liebe himmlische Vater, wir sind dankbar, dass wir hier taub kommen. Wir sind dankbar für den Heiligen Geist. Wir sind dankbar, dass du uns geraten hast. Und wir freuen von dir, Gott, dass du uns die Hort rieren, dass wir ein handgegebenes Lebensleben für dich, dass wir ein Vorbild sein für dich, und dass die Kraft, was Jesus von dort abwarten wird in uns sein. Und ja, wir beten alle diese Dinge in Jesus' Namen. Amen. Morgen, Jack. Ich will auch bloß sagen, ja, das ist ein schöner Tag von dir. Wir wollen sagen, glaube ich, abhüpfen und springen, nicht für Freiheit, wegen sonst Jesus, der lebt. Ich freue mich, dass wir abstehen und wir Gott loben und preisen, dass er den Tod besiegt hat und dass wir frei sind, dass wir mit einem Tag mit am Topchen im Himmel sind. Für die Namen hebe ich ab.
is de einzige, wem de ihr traf, vol dit. Mijn Rada leeft, mijn Rada leeft, en mijn Rada wordt immer blijven. We wollen noch taub beten. Jesus, wir beten die an, willst du kannst uns hören. Und du kannst uns hören, die das unsere Gebete antworten, willst du lesen. Und wir sind so froh von dir. Das wird noch sein, dass viele von uns, wenn wir können, wenn wir sollen springen und tanzen und froh sein, dass du lebst. Und Gott, ich bete von dir, wenn du so eine sind, was kommen mit einem schweren Hart. Das ist nur recht, dass Jesus das nicht machen darf. Ich bete Gott, dass du uns das Hart fällen mit dort. Und wir beten auch für die ewige Andacht und auch die englische Andacht, dass du mit uns sind. Und dass die wird all die Ehe in der Herrlichkeit treffen,
was dient ist. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Wir wollen von dir ein Lied singen für diese Versammlung. Wir haben hier so eine Eier gesungen. Das ist ein englisches Lied, wo der was sagt, das ist ein Plattdeutsch. Und vielleicht von einige von Ihnen waren die Wiesel kennen auf Englisch. Wenn ihr das kennen, werden wir mitsingen. Ein Lied, das wie eine Hoffnung lebt. Tvivlar
Marisola, wils Jezus naar de wereld kwam, hebben we een heiland wat de metvallen komen ons. En wils Jezus om Krieg starf, hebben we weer im Stand wird für unsere Sinnenschuld zu betonen. Und wils Jezus opstond uit van den Graf, hebben we een heiland wat nu leven deed en daar gaan we ook leven. De einzige wat we hopen hebben als Christen is, wils Jezus leeft. Dat is alle wils Jezus. Dit gedicht wat ik gelezen wil, dat heet wils Jezus. Wils Jezus kwam, heb ik nu vrede door aan den Kreuz en ben steed. Neem hij de straf en starf voor mij, neem mijn schuld en spreek mij vrij. Wils Jezus dan om 3 dag vom Graf opstond, door wo hij lag, nu kan we ook eeuwig leven, al die wat arm, hier doen willen. Wils Jezus nu beim Voeren zat, heb wie nu wem die voor ons bed. Durch zijn dood zie wie vergeeft, wie kan leven, wils Jezus leeft. Ik wil nog 2 vers lezen uit Johannes, kapitel 20, de 30ste en de 31ste vers. Dat zegt es dit: Sicher deed Jezus nog veel andere tekens voor zijn jünger, die niet in dit boek geschreven zijn. Deze aber zijn geschreven, dat je geloven kan, dat Jezus Christus de Gottes Zoon is. En dat je, durch den geloven in zijn namen, dat leven hebben. Dankzij Jake en Johnny en de zingergroep voor wat je ons gedenkt hebben. Wanneer we Austeren en we komen op, wegen we geloven dat 2000 jaar terug kwam God ter wereld, door Jezus Christus, leefde een volkomen leven, starf op een kruis en aan 3 dagen later stond hij op van dood. Dit is een ding wat we geloven niet wils we ons dat opgemerkt hebben, aber we geloven dat wordt en passiert werkelijk. Dat is niet bis een Geschichte wat we kan van leren, aber dat is in een tijd, in history, wat ik wil zeggen de ondergrond is van wat God voor ons heeft, wat God wil in ons doen en voor onze eeuwigheid. Austeren is een tijd waar ik wil zeggen, alles wat we geloven, hangt aan Austeren. Want Austeren niet zo is. Want Jezus niemals geleefd had. Want Jezus niemals op een kruis sterven deed. Want Jezus niemals van dood opwaken deed. Dan hebben we geen geloven. Ons geloven is ladig. Ons geloven is niets beter als al de andere geloven wat in de wereld zijn. In 1 Korinther kapitel 15, de 3e tot 4e vers staat. Als eerste heb ik junt dat wedergegeven, dat ik gekregen had. Christus is voor onze zinnen gestorven, als hij als geschreven staat. Hij is begraven worden en stond op een 3e dag van dood op, zoals geschreven staat. Dit is van de eerste geloofsartikel wat het kerk had. Velen geloven dit is maar vielleicht een jaar zo geschreven na de tijd wat Jezus naar hemel voeren deed. Dat staat aan Jezus op een kruis gestorven en dan ook dat Jezus van een 3e dag opstond deed van dood. So wat is het dan wichtig voor ons nu, wer hier op deze aarde leven dan? Vandaar willen we wieder gaan in Römer kapitel 6, 1. tot 14. vers. En we willen zijn dat ons geloven aan deze 2 dingen staan dan. En dan wat van onderscheid merkt God zijn dood, of Jezus zijn dood, en wat van onderscheid merkt Jezus zijn ware opstonden van dood. Aber wieder gaan, waar we naar hem ontvangen met een gebed. Jezus Christus, du leefst, we hebben al veel gezongen, we hebben gehoord, we hebben van de straf gehoord. En zoals Jake hier lezen deed van Johannes. Jezus, die heeft veel gedaan, wanneer die hier op de aarde was. Vele dingen wat we nog vielleicht niet meer weten, wat du deed. Vele wonderteken. Maar alles wat in de Bibel is geschreven is, zodat we kunnen dat weten, wo we staan met die. We kunnen weten, wie dat eeuwig leven hebben. We kunnen dat weten, dat een dag, wanneer we vielleicht hier ook sterven doen, dat du was weiterkomen.
uns zu nehmen, dass wir das ewige Leben können haben mit dir im Himmel. Und wir wollen von dir Dank sein für dort. Und ich bete auch, dass du uns hart aufmerken, dass wir können hören von dir, dass wir können abgebüten uns glauben und auch in Freiheit leben für dich. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. So, was von Unterschied merkt dort dann, dass Jesus von dort abgestanden ist. Das ist nicht bloß genug, dass wir glauben, dass passiert, aber was von Unterschied merkt dort in uns Leben. Du hast ein Port von unserer Radung, was aufhängen wird von Jesus sein Abstunden von dort. Und dort ist der wahre Geburt. Wir haben eine letzte Serie, die Serie, die wir durchgehen, wir haben gesehen, wie Jesus uns Heiland ist. Wir sagen, dass wir sind Sünder, uns fehlt ein Heiland. Wir können uns selbst nicht raten. Und dann sagen wir, was uns fehlt ein Radar, was uns vergeben wird. Und Jesus ging an Kreuz, er hang an Kreuz, er starb an Kreuz. Und dann werden unsere Sünden, was du hängen deuten. Und dann sagen wir, wo Jesus Christus in ihre Gerechtigkeit, und unsere Gerechtigkeit, die werden vertuscht. Unsere Gerechtigkeit, unser Sinn, die werden vertuscht, die werden an Kreuz mit Jesus taub. Und dann, wenn Jesus von dort abwachen deit, dass er unsere Gerechtigkeit nehmen, und sich an Kreuz und gib uns seine Gerechtigkeit. Dort, wenn wir vor Gott stehen, wir sind recht. Das ist nicht, dass wir ohne Sinn sind, aber Jesus Christus, seine Gerechtigkeit bedagt uns, dass wenn Gott nur uns schicken wird, er sieht nicht uns das Sünder, er sieht uns das gerecht, weil wir in Jesus sind. Und von der wollen wir sein, was passiert in uns, wenn wir wahre geboren sind. Und wo sollen wir dann auch leben, dort wir wahre geboren sind. Johannes Kapitel 3, der 3. Vers lehrt uns, dass ohne dass eine Person wahre geboren ist, der wollen Gottes direkt niemand sein. So es ist dann wichtig, dass wir wahre geboren sind, und dann, wenn das passieren wird, dass wir verstehen, was meint dort für uns Leben. So, wenn wir wieder gehen in Römer Kapitel 6, wir wollen anfangen mit 10. Vers, wir wollen ein Klima Raum schaffen, weil es das der zweite Part ist von sozusagen in einer Botschaft. Mit der 10. Vers lehrt Paulus uns, wir sollen unsere Sünden das Tod tun. 10. Vers sagt es das. Den Tod, den er starb, hat er nur einmal gelitten. Und du merkst als er von der Sinn los. Dort Leben aber, dort er nu lebt, lebt er für Gott. Gerade so halt jünt dafür, dort je für den Sinn tot sind, aber in Christus Jesus lebendig für Gott. Was Paulus hier lernt, ist, nicht als verbunden mit der ersten Frau, was er in das Kapitel fragt, soll wir wieder in Sinn leben, wenn wir unser Genot sind, nicht unser Gesetz. Jesus sagt, wir sollen nicht in den Sinn leben, weil wir sind frei gemacht von den Sinn. Wir sind tot zu den Sinn. Und Jesus sagt, er hat für einmal und für alle Zeit den Sinn abgeräumt. Jesus, seine Tod, der ist für immer. Und der ist, was ich meine mit dort, seine Tod, der bedagt den Sinn für immer. Das ist nur einmal, dass das neidig ist, dass er gestorben ist. In Johannes Kapitel 19, der 3. Vers sagt Jesus, wenn er am Kreuz hängen ist, nu ist alles vor dich gebracht, dann büch er den Kopf rauf und greift ihn jetzt ab. Das ist vor dich gebracht. Wenn Jesus gestorben ist am Kreuz, dort wie genug. Dort wir nicht dort ein paar Jahre wieder, und dann musste nach Heiland kommen, und nach Heim muss sterben. Und dann ein paar 1000 Jahre wieder musste nach Heim kommen. Jesus Christus, wenn er am Kreuz gestorben ist, dort wie genug. Die Sünden, was die ganze Welt hat, die alle zu vergeben und die alle zu betonen. Wieder in Hebräer Kapitel 10, der 10. Vers sagt, in diesen Wellen sind wir in ein und für allemal geheilt durch das körperliche Opfer von Jesus Christus. Und Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dort wir genug für alle Ewigkeit. Und dann was passiert 3 Jahre später? Jesus stand ab von dort, und wenn der erste Zweifel wir, dort Jesus sein Opfer genug wir, Jesus mög sozusagen der Antwort, was wir nicht in Zweifel. Jesus stand ab von dort, und er
weiß uns, dort ist genug. Und dann wieder sagt er, oh, der Fahrt gut so, halt ihn zu fair, dort je für die Sinn dort sind. Aber in Christus Jesus leben dich für Gott. Wie sind die Sinn dort? Und wir reden am Freitag und wann wird dort erst, wie dann begraben. Und wenn das begraben ist, wir sollen das nicht waren abgerufen. Und ich glaube, viele von uns, wir leben als Christen, wir leben nicht in Freiheit. Und wenn uns die Tod oder die Sinn waren jankern, wir gehen, wo die Tod sind, begraben sind, und wir probieren, die waren abzugraben, dass wir waren in den Sinn leben können. Aber Jesus hat was getan, dass wir dort nicht mehr brauchten. Jesus Christus hat uns ein neues Leben gegeben. Dass wir von dem alten Leben los sind. Das alte Leben hast du noch in das Grab. Und mein Freund hat gesagt, dass wir weiten vielleicht nicht kragt, wo das Grab ist. Und das Tum, wo er beim Lehen, wo das Sinn begraben war, wir weiten nicht kragt, wo das wir. Wenn ich glaube, da würden viele Christen sagen, wir würden sich dort aussägen, so dass sie können durch Hand fahren und nehmen den Sinn wieder frisch ab. Aber die Sinn, die sind noch begraben. Die sind wachgenommen, die sind Evazid gebracht und das ist vor dich. Und dann, nu zal wie so leben, zoals dat voor dich hast. Nu zal wie ook zo leben, dat het Evazid gebracht ist. Nu zal wie so leben, dat wir ganz frei von das sind. Wir sind gestorben, die die sind. Aber hier ist der Gott nur recht. Das ist nicht alles. Der 4. Vers sagt es dit. Wir werden durch den Deipen mit am Taub in Dood begraven. Dat so als Christus durch den vor seine Herrlichkeit kon von Dood abgewagt worden. Wir können in ein neues Leben wandeln. Wenn wir mit Christus sind eingeworden, durch seinen Tod, als er sich nahm, wo wir sicher auch ein mit einem Taub in Abstunden von Tod sind. So das ist, wo das verbunden ist mit unserer wahren Geburt. Wir sind verjährt, wir sind losgekauft, wir sind frei gemerkt von uns alten Leben, unser alten Sinn. Und dann kriegst du eine Weich an der Sinn, die wurden begraben, die sind wahrgenommen. Nu hat Gott uns nicht leben. Wir sind begraben mit Jesus, das ist unsere Vergebung. Und nu stehen wir auch ab mit Jesus, das ist unsere wahre Geburt. Unsere wahre Geburt ist, dass Gott schafft in uns, er nimmt uns alle jetzt, was die Bibel lehrt, als doodgeboren, jährlich doodgeboren, wir sind in Sinn geboren. Und dort jetzt als ewig von Gott getrennt, wild wie Sünder sind. Und die wahre Geburt ist, wenn wir glauben, wenn Gott uns raten wird, wenn Gott uns vergeben wird, Gott schafft in uns, er merkt dort, was tot ist, und er merkt dort lebendig. Er wagt dort ab. Und dort ist bloß mehrlich, weil Jesus wagt ab von dort. Und die Kraft, was Jesus von dort abwagen wird, ist in uns. So, wir sind dann losgekauft von unserem Sinn, so dort, wir können für Jesus leben. Wir sind nicht bloß verjährt von unserem Sinn, so dort wir können leben, das wir wollen. Du hast kein so ein Ding, als ganz frei sein. Das ist ein Ding, frei sein, Freiheit, wie ist es in der Welt, wir sind Freiheit hängen an. Wir wollen für uns selbst leben. Und wir glauben, dass ganz frei sein meint, dass wir ganz so wählen, als was wir wollen. Aber weißt du, das ist kein so ein Ding, als ganz frei sein. Das ist anmerklich von der Person, von Mensch, ganz zu frei sein. Du sind bloß zwei Wege, wo wir leben können. Wir können Sklaven sein zu Sünde, oder wir können Jesus Christus noch folgen. Du hast nichts, was bleiben wird. Das sind unsere einzigen zwei Dinge. 1. Petrus Kapitel 2, der 16. Vers sagt es dort. Ihr seid frei von Gesetz, aber das meint nicht, dass ihr eine Freiheit brauchen kann, schlecht zu tun. Ihr sollt eine Freiheit brauchen, Gott zu dienen. Ohne dass wir Jesus Christus nur folgen, wir sind noch Sklaven zu sind. Wenn wir frei gesagt von sind, dann waren wir Sklaven zu Jesus. Wir gleichen das wird nicht, was
Sklaverei, wegen in Englisch sei wie Slave. Und dort jaft uns ein Bild von so einer Wort bemott ist. Aber hier ist das Ding. Wenn wir in Sinn sind, dann wollen wir bemott. Aber wenn wir ein Sklave für Jesus Christus sind, wenn wir Jesus Christus als uns Meister tun, dann sind wir nicht ein Sklave, so wie ein Sklave zu Sinn sind. Jesus Christus merkt uns frei, dort wir kennen am noch folgen. Dort wir kennen seine Gnade wandeln in seine Freiheit. Dort all die Scheinheit, all die, wo Gott ist, können uns sein und dort wir können dort leben. Und so der erste Teil so ein Ding, wird wir bloß für uns selbst leben tun, und wenn wir für uns selbst leben tun, sagt Johannes in 1. Johannes Kapitel 1, dort wir leben für die Welt. Über 100 Jahre trägen, wenn jeder kann von der States History. Die werden für über 100 Jahre, mehr als 200 Jahre, wird näher zu Sklaven werden. Sondern wird dunkle Hut haben, die werden von Afrika wahrgenommen und brauchen die nur die Städte und du müssen sie Sklaven schaffen. Und dann in 1863, sie haben Krieg, das ist entlohnt. Und Abraham Lincoln möchte dort all die Sklaven können frei gehen. Die werden über 500 Millionen Sklaven, die frei gingen. Und hier ist das interessante Ding. Sie freuen sich, dass sie frei werden. Die haben einen Fast. Sie kommen taupen wie von der Universität, wie es sei erscheint. Aber das lohnt wie so angerecht, dort wenn sie auch frei werden, die haben wenig Gelegenheit, haben ein Leben mehr. Und mit der Zeit, dass die Sklaven gingen, trägen nur derselbe Meister, wo sie unter deinen Deiden, erst die Sklaven gingen, trägen nur an, wegen sie haben nicht die Gelegenheit, irgendwas ordentlich zu tun. Und das ist, was wird für uns passieren. Wenn wir losgekauft werden von unseren Sinnen, aber dann nicht andere wir, wo wir würden leben, wir würden einmal trägen oder das alte Leben, was wir haben. Und Gott weiß das. Wenn ein Sklave wird frei gesagt, am fehlt ein nicht Meister. Und wenn ein Sklave frei wird gesagt, am fehlt ein nicht Leben. Und dort ist das Leben, was Gott uns geben hat, wenn wir wahre geboren sind. Dort wir nicht brücken trägen oder dort, was wir haben. Wir sind nicht frei. Wir sind frei, um Jesus Christus noch folgen. Und was von der Kraft ist das dann, was uns von den Tod abwarten wird? Dort ist derselbe Kraft, was Jesus von dort abwarten wird. Epheser Kapitel 1, 19 und 24 sagt, und dort je begreifen kann, was für eine riesige Kraft Gott in uns wirken lässt, die wir an am Glauben. Dort ist derselbe Jesus Kraft, die er beweist, als er den Heiland von dort abwirkt. Und bei sich der rechte Hand den höchsten ihren Platz im Himmel gab. Derselbe Kraft, was Jesus Christus von dort abwirkt, hat uns jetzt abgewagt in Jesus Christus. Wann wir waren geboren sind, das ist derselbe Kraft. Aber ich sage, viel zu viele Christen, die gehen rum mit den holen den Kopf rauf und die kicken rauf und die fühlen sich ganz bedrückt. Weißt ihr nicht, wenn die waren geboren sind, derselbe Kraft, was Jesus von dort abwarten, das ist in die. So wie haben die Events. Wir sind nicht so eine, was durchgeschlagen sind. Wir sind nicht so eine, was unterdrückt sind. Wir sind frei in Jesus Christus. Und dann sollen wir dann auch in der Kraft wandeln. Das ist nicht, dass unsere Kraft ist. Das ist Jesus seine Kraft. Und wir können uns nicht mehr dort pochen. Aber Jesus gibt uns die Kraft. Das sage ich wieder, dass wir sind in Jesus Christus sind abstehen und nein gedeiht. Und das ist vielleicht, warum wir der Beweis, wenn wir Menschen deipen, dann unterdrücken und weiter nachbringen. Und bis zum Beispiel, und ich habe mir gehört von der Eier reden, wenn wir bis die Vergebung von Sinn nehmen, wenn wir würden Menschen deipen und die würden den unterdrücken und dann würden wir wachgehen. Aber der Port von der Taufe erst, der wird ungedrückt und der wird frisch abgebrochen. Dort ist ein Vorbild von, wir wurden berufen mit Jesus. Und dann, wenn wir nachkommen, dann wir haben ein reines Leben, wo wir wandeln können. Und dort ist, was Jesus uns geben hat.
En dan wil Jezus van dood abgestonden als kennen wie ook. Naar de tijd kijken, wo wie ook van dood abgestonden worden. Ons Körper, der wordt nog sterven. Wann ons Jesus geboren is. Wir kijken naar de tijd, wo ons Körper wordt ook geboren worden. En dat is, van Jezus wordt terugkomen. En wil Jezus zo abgestonden is van graf, wie kan ook een hooping hebben dat we worden ook. In 1. Korinther kapitel 15, de 20 en 21 vers zegt dat, aber Christus is bestemd van dood abgestonden en eerste van al die aangesloten zijn. Wils de dood der een mens gekomen is, moet dat ook der een mens komen, dat de doodes waren opstonden. Jezus Christus is verder ons gegaan. Jezus Christus is het eerste vrucht, zegt dat, van dat wat komen voor alle voor die wat in Christus zijn. Zo een kracht in de weg wat wie wir in Jezus leven worden, jeslich abgestoten van dood, wie wir in Jezus Christus waren ook een nieuwe Körper kriegen, dat ons nieuwe Körper wordt ook van dood abwijken. Wie doen in meester en haar navolgen wat een grote kracht heeft. Dan zegt ook wieder in de 8e vers, wanneer we nu ook met Christus gestorven zijn, gelijk we ook dat we met hem leven worden. So dat is niet genoeg dat we bloos onze ware Geburt verstaan, dus een ding wat eenmaal passeren dat, en dan wachten we bis van de tijd wo we sterven doen. En we wachten, dus we luren bis voor de tijd wo we waar worden met Jezus zijn. God heeft ons nu een nieuw leven gegeven, wo en we nu kunnen wandelen. We brauchen niet wachten, maar de tijd wo we sterven doen. En dan voor alle eeuwigheid met God zijn. We worden met hem leven. En dat is nu wo we met hem leven worden. 1. Korinther kapitel 15, de 14e vers zegt, en wanneer Christus niet van dood abgestonden is, dan is ons predigen vergeefs. En jullie geloven is ook vergeefs. Wanneer Jezus Christus niet van dood abgestonden is, dan hebben we niets te verleven. Ik wil zeggen, alles wat we hebben, is we hebben een leven dat we sterven kan. Dat we kan met eeuwig met God zijn. Maar wils Jezus leeft, nu kan we ook jeslich leven. In Galater kapitel 2, de 20e vers, leert Paulus ons. Ik zijn met Christus metgekreuzigd, dat ze eigenlijk niet meer ik die doorleeft. Dat als Christus die in mij leeft. Dat leven dat ik hier in Fleisch leef ik im Glauben an Gott zien sehen, die mij goud weer en zichzelf voor mij aangeeft. Wanneer we waren geboren zijn, wanneer Gott dat geschaffen heeft in ons, wat hij in zijn abstonden deed, dat zijn niet meer wie wat leven doen. Dat is Jezus wat zijn leven door ons leven deed. En dat is een kracht wat niet ons is. En wanneer we dus hij zijn dat nog in Fleisch leven doen, we leven im Glauben. En dat als Paulus in de waard te zijn, we geven ons aan, niet wat ons Fleisch verlangen deed, maar we geven ons aan om dat nu volgen wat God in ons verlangen deed. Jezus Christus wer in ons is. En wo leven we? We leven in Glauben. Er zijn vielleicht tijden, wo we ontwijfeld zijn. Heeft dit wirklich passiert in mij? Heeft dit ware gebeurd? En ik geloof dat is de vrouw wat we verken alle, we worden de vrouw alle vrouwen aan een tijd of een andere. We worden wonderen, kan ik dat weten dat dit passiert heeft in mij? Dus we een paar zinnen terug zijn duiden. Dat is niet waar we ons feilen doen, wat wichtig is, dat is wat God versprochen heeft, wat wichtig is. En wenn Gott sagt, wir sind wahre geboren, willst wir glauben, dann muss wir auch annehmen, dass wir wahre geboren sind. Und willst wir in Fleisch leben, dann dort sitzt so verken, dass der Fleisch die ewige Hand hat. Aber das ist dann wichtig, wenn wir uns Betrag feilen, wenn wir Fehler merken, dass wir uns wahre zurückgeben nur Gott.
Wir geben uns trägen nur Gott im Glauben. Dort hij kann sein Leben durch uns leben. Leider als wir in uns oudet leben. En dan in 9 Vers sagt, wilt wie weiten dat Christus van dood abstonen, nicht waar te sterven wordt. Der dood kann nicht länger über uns herrschen. Jesus ist von dood abgestoßen, wenn hij von dood abgestoßen ist, selber nicht. Und das sagt hier, der dood kann nicht länger in uns leben. Wann wie wir geboren sind, dort ist ein Ding, was Gott in uns tut, und die nicht leben, die kann nicht sterben. Das nicht leben ist in Jesus Christus, und ist verbunden mit Jesus Christus sein wahre Abstoßen. Und weil Jesus Christus nicht wahre sterben kann, unsere wahre Geburt kann nicht sterben. So wo soll wir dann in uns nicht leben? Hier sind ein paar Dinge, was Paulus uns lehren wird, und er fängt in der 12. Vers an. Er sagt, du wengen, und wann einmal in Schriva du wengen sein, der wie man dann fragen, von was redet er? Er redet von, willst wie wahre geboren sind, willst wie begraben sein mit Jesus, und willst wie abgestoßen sein mit Jesus, du weng, soll wie sie dann das leben. Er sagt, du weng, Leute sind nicht in jünd sterblich Körper herrschen. Dort die nicht daunen matten, du no, die sind ihr lasten dort. Wann wir auch wahre geboren sind, wir sind noch in das alte Körper. In der Bibel, in Wasser steht, nennt das alte Körper das Fleisch. Und in das Fleisch ist das Verlangen von das alte Leben. Und wir drehen das alte Leben mehr zu sein in uns Fleisch. Aber das Fleisch ist nicht wer wir sind. Wer wir sind, das ist in Jesus und dort ist wahre gemerkt, wahre geboren in Jesus Christus. Dann sagt er, wir sollen das sterbliche Körper nicht herrschen. Wann wir auch ein Leben haben, wo das Fleisch noch ist, wir machen den Schäden dann und wohnen in der Natur, wo wir leben. Wo wir in dort leben, wo Gott etwas Seed hat gebracht, aber wo noch in Körper ist, oder wo wir leben. In Leben anstellen, nur dort, wo in uns nicht jetzt ist. So wir müssen lernen, nicht sein, nur dort, wo uns Fleisch verlangen wird, und ja sein, nur dort, wo uns nicht jetzt verlangen wird, denn jetzt wird nie gemerkt ist in Gott. Das ist ein Ding, was eigentlich viele von uns sehr schwer ist. Wir gleichen nicht, nee sein. Wenn uns was janken wird, dann sagen wir ja. Wir müssen lernen, nee sein. Dann sagt er wieder, wir sollen die Dinge über Zeit bringen. Wir sollen nicht sinnlosen, herrschen über uns. Du hast einen großen Unterschied zwischen mit Wort kämpfen. Und ich glaube, wir kämpfen alle mit uns Fleisch. Die Dinge, die uns verleiden wollen. Das ist ein großer Unterschied zwischen dort und uns ganz hingeben, so dass uns Sinn Natur über uns herrschen wird. Schreiber hat mir gesagt, wir können nicht in Fehl zurückholen von über uns Kopf fliehen. Aber wir können in Fehl holen von den Nasbühnen in unser Haar. Und ich glaube, das ist vielleicht ein klein bisschen, das hilft uns zu verstehen, wir können, wenn wir versagt wurden, wenn wir fallen, dort, wir kämpfen dann mit Sinn, das ist normal. Dort können wir oft sein. Aber Paulus hier sagt, wir sollen nicht sinnlose Nasbühnen in uns leben, so dort die sich tüßig merken wird. Und wenn wir loten, Sinn in uns Leben herrschen, dann merken wir dort schwerer für uns selbst, dort wir für Gott leben tun. Wenn Menschen den Sinn fallen tun, die fallen nicht in den Sinn, will sie Entscheidungen merken tun, kriegt Eier sie wo ordentlich tun. Sie haben vielleicht für welche Zeit die Entscheidung gemerkt, dass langsam die Sinn-Natur Kontrolle geben über das Leben. Und dann will es die Kontrolle Grad an Grad werden, dann bringt das an, was nicht steht, wo es sehr schwer ist, nicht zu sein. So, Port von dem nicht Leben meint, dass wir wollen unser altes Leben machen auf sein. Aber kriegt es Gott uns ein nicht Leben geben,
en steht dat oudet leven, nu zal we in dat niet leven leven als dat oudet. Dan draait hier naar voren zegt, laat er zit keine gleder brücken, die je rechtigheid te dienen. En dan het tweede poort zegt, aber, geeft je leven God aan, als zonen die van dood hoop leven gekomen zijn. Ik geloof veel te veel christen kan niet in vrijheid leven, weil ze zijn veel te zeer beduurd aan het oude leven af zijn, leven is dat niet leven aannemen. Want wie bis einmal sein, dit is wat ik niet kan doen, en wat is onze eeuwen? On sind. En dat wat ons eeuwen, wat ons eeuwen is, dat is wat ons wat möchtet stehen. Aber wenn wir leven onze eeuwen haben en dat wat we zullen doen, dat is wat we nog volgen worden. So, wenn ik wil je vragen, en wat stel je leven aan? Is dat dingen af zijn? Oder ist das Jesus Christus nur volgen? Du hast keine Kraft an Dinge auf sein, aber du hast eine große Kraft an Gott nur volgen. Wir sollen uns hingeben nur Gott, lieber als Dinge auf sein. Und das ist, wenn wir Gott uns ganz nur Gott geben, dass wir dann die Kraft haben, zum Nähe sein. Wir sollen lieber es für Sinn leben, wir sollen lieber, das ist hier in der letzten Port von 13 sein, en laat am jene gleder brücken, de gerechtigheid te dienen. So dat is niet bloos genoeg om nee zijn. Dat is een leven wat we jou te zijn zullen. En dat is een leven waar we Jezus Christus nog volgen. Dat leven wat in Christus is niet bloos dat wat aanvangen dat wanneer we ons bekeren doen. Dat is een leven wat wieder gaan dat in de kracht waar we een leven doen. Als Jesus Christus leeft. En wie sollen onze levens dan aanstaan dat we voor gerechtigheid leven doen. Niet bloos dat we ramzetten doen en dingen af zijn doen. So wat kan we dan jou te zijn? Heb je mal aan gedacht? Wenn wir unsere Dinge abtragen doen, wir zijn so fertig, nee, en besonders wenn die Dinge haben, wat 1 bis 3 Jahre alt ist, dat hielt sich meest einmal so, dat bis einmal nee. Aber dass wir abwassen down in Jesus Christus. Wir müssen Dinge sein, was wir jo zu sein. Sei wie Menschen, was jo sein, zu Menschen leben. Sei wie Menschen, was sein, jo zum Jesus Christus nur feiern. Und in der Gemeinschaft bühren mit ihm. Sei wie Menschen, was sein, jo zum Jesus Christus mitteilen mit den Nubasch. Sei wie Menschen, was sein, jo zum Unterhalten, was die Hauptfehlen tun. Leider ist bloß Christen, was Dinge auf sein tun. Und dann der Paulus, dat alle Taubingen in der 14. Vers sagt, ne Sinn soll nicht über ihn herrschen können, weil die sind nicht unter das Gesetz, aber unter der Gnade. So in der Gnade sind wir dann Fried um Gott nur folgen. Und wenn wir dann noch Fehler merken, dann, Jesus erst durch, um uns wieder halten. Und wenn wir kort kommen, dann, Jesus helpt uns wieder kommen. Und wenn wir nicht weten wat we zullen doen, God geht met ons. Dat we in het leven kunnen leven wat God ons geschonken heeft. So ik wil van deel ons ermutigen. We willen niet in het oude leven leven. Dat wat Jezus Christus heeft wahrgenomen, dat wat Jezus Christus heeft vergeeft, en dat wat Jezus Christus heeft op een kruis doodgemerkt, en Jezus Christus heeft dat in zijn graf begroofd. We willen leven in dat niet leven wat God ons gegeven heeft. Dat leven is vol leven. Dat leven brengt vrede. Dat leven brengt genade. En dat leven brengt ons dichterbij naar waar Jezus is. We sluiten in gebed. God, we geven ons van jou aan. We willen ons aangeven, zoals een kerk. Dat we Christen kunnen zijn wat worden in dat niet leven. We weten, we moeten dat oude leven af zijn. We verstaan dat God. Aber God, we willen ons nu opfragen dat we leven ons aangeven doen, om in een gouden leven. En wanneer zo'n aas van deel God, wat de waarde je beurt nog niet heeft gekregen. Ik bid God dat u was zo'n persoon naar die roepen. Dat zij kan dat aannemen, die vergeving, wat in dood, die dood op een kruis wordt
vastgenomen. En dan ook bij de nieuwe geboorte kregen, wils Jezus van graf abgestoßen is. En God, ik bid dat u was aan zijn van wat allemaal wie doen van de oudste tijd. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. We hebben een half stunde voor het laatste lied.